Ja, ich will erst für dich ganz herzlich begrüßen. Ich bin froh, dass da war ein ganz viele Leute gekommen sind. Ich meine, das leider unter Brisanz von der Thematik. Aber vielleicht für ganz kurz den Kader von der Veranstaltung durchzulegen, ein bisschen erklären, wie es heute zu kommen ist. Elenk hat am November einen Workshop organisiert, wo Schulpolitik als ganz Thema war, an den als Ziel hat, eine nuancierte Position zur Schulpolitik und zur Schulreform auszuschaffen. Da hatten wir auch Experten gerufen, unter anderem Herr Fehlen, den ganz interessante Idee lanciert hat zu den Sprachen an der Schule, den wir ja noch viel kontrovers diskutiert tun und nicht zu einer eindeutigen Piste-Lösung kommen sind, wen erstaunt. Und als wir durchtun, der Tote müsste man noch approfondieren und da müsste man auch Experten von verschiedenen Bohren, auch wissenschaftliche Bohren mit verschiedenen Expertisen auf den Plan rufen und die Debatte dann auch öffentlich führen. Voilà, dafür sind wir hier. Ich so ganz herzlich als Invitien, als Experten, merci, und ich will sie ganz kurz vorstellen, da das Nancy Morris. Nancy Morris hat zu Berlin studiert für Enseignant zu gehen, Sprachenenseignant an Musik. Als hat an Deutschland und an Frankreich enseigniert, war wissenschaftlich Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin bei Daniela Kaspari. Ihre sind 2010 als Enseignant-Chercheur auf der Uni schafft und forscht zu Spracherstellungen und Sprachbiografien für Studenten aus der Formation initial, also aus der Enseignementsformation in der Grundschule. Es forscht auch zum Plurilinguismus, zur Mehrsprachigkeitsdidaktik und speziell zum Ansatz von Medien am Französischunterricht. Also dann eine Fachdidaktikerin, ganz besonders am Französischen noch verurteilt. Dann den Herr Fehlen. Herr Fehlen als allseits bekannt, Soziolog, hat Sozial studiert, selber am Lycée enseigniert, war dann Chercheur am Centre de Recherche Publique Gabriel Liebmann, eine Reihe von Studien auch am Domain eben zur Sprachensituation zu Lützeburg gelegt wird. War auch Prof im Centre Universitaire und ist seit 2003 als der Gründung von der Uni Enseignant-Chercheur auf der Uni an der Forschungsunität IPSE. Und Christian Tonner, auch Soziologin, hat von 1967 bis 1997 am ISERP geschafft, also demals dem Institut Pädagogik, was responsable war für die Formation von den Enseignants. Am 1997 den Service zur Skolarisation von ausländischen Schülern am Schulministerium aufgebaut. Voilà. An einem echten Tour ging es als ein bisschen Gelegenheit los, die aktuelle Situation genau zu belichten. Gilt sind dann 80er Jahren und zum Teil sogar schon für drin als Fakt, dass soziokulturelle Benotdelegungen, besonders für Schüler, die nicht letztlich als Muttersprachen durch den Umgang mit Sprachen als Selektionskriterium am Schulwesen verstärkt gehen. So wird interessant sein, was sind eher Erklärungen dafür, vielleicht auch aus ihrer Perspektive raus.
Gründen, um strukturellen, vielleicht auch um didaktischen Plan. Herr Fehlen, ihr könnt sicher ab bis zum ersten Punkt nicht, so, und vielleicht auch ein bisschen Perspektiv, ob Geschichte eröffnen. Ja, unser Schulsystem, die sogenannte Lützeburger Dreisprachigkeit, als eine gewisse Situation, die eigentlich aus politischen Gründen gewusst ist. Wir sehen an Jahr 1839 zurück, für das Ganze zu verstehen. Die darf nicht fertig machen, keine lange Historik. Mit jener Blick hat ein deutschsprachiges Land, was ein französischsprachige Elite hat, was Member vom Deutschen Bund ist, was ihr will, unabhängig will bleiben. Und das ist am Anfang die Unabhängigkeit, die es probiert, durch seine Sprachsituation zu affirmieren, an dem die Eliten, ob das Französisch sprechen, an behaupten, wir sind überhaupt kein deutschsprachiges Land, wir sind ein französischsprachiges Land, und völlig, was eigentlich kein Französisch kann, sagt, ja, das stimmt, weil wir wollen ja keinen Preis haben. Das ist am Anfang der Lützeburger Spruch, Geschichte von 100 Jahren, könnt ihr mal so von 1839 bis 1939 an einer Butat an der Welt zusammengefasst. Und das ist die Sprachsituation, die uns heute auch noch einmal am Schulsystem begegnet. Ich erkläre mich. Während der Zeit war es also wichtig, dass Französisch enseigniert ging, war das eigentlich nicht enseigniert ging, für das Herr Novan aus der Primärschule kommt, dass das soll Französisch können. All Texte aus der Zeit, die liest, ob sie mit der Situation d'accord sind oder ob sie kritisch sind, weil der Französischunterricht als von Anfang an kritisiert an seiner Methode, an sogar teilweise bis 1912, an der Tatsache, dass nie überhaupt existiert wird. Wenn er also Texte guckt, Siegfried ist d'accord, wir können ja noch kein Französisch, aber wenn er nicht auf Frankreich schaffen geht, als kleinen Arbeiter oder als Mädchen an der Stadt oder dann eben als Student noch im Lycée studieren, dann kann er noch auch kein Französisch. Das ist also ein Konsens, das System war gemacht, das Schulsystem war gemacht, dass Französisch als Landesspruch akzeptiert ging, dass Französisch imposiert ging als Landesspruch, und dass doch als der Dominantspruch imposiert ging, hauptsächlich so wie die Lycée agenciert war. Und das ist eine Geschichte, die ich eigentlich Richtung Zweiten Weltkrieg richtig geändert hat, und das auch am Anfang Richtung Zweiten Weltkrieg, wo ich so kann, Lützeburg fängt an, richtig dreisprachig zu gehen. Wir diskutieren heute Abend nicht, war das ein Spruch, war das ein Dialekt, der fand heute auch noch einmal Leute zu Lützeburg behaupten, Lützeburg als ein Dialekt, das ist kein Spruch. Und also Prozess, dass den eigenständigen Nationalstaat an einer historischen, geografischen Situation, wo ein Nationalstaat normalerweise ein Nationalspruch hat, sich ein Nationalspruch auch muss gehen, an formal rechtlich götten sich das am Gesetz von 1984 an das geschrieben wird, Lützeburg als Nationalspruch von den Lützeburgers. An Haut sie nachleit oder geht nachgestritten, soll in die Passus an Verfassung anschreiben. Das tut als ein Spruchen politisch froh, die eben nicht explizit ausgedroht, mehr die implizit über Schulpolitik ausgedroht. An letzter Zeit haben wir den neuen Phänomen, dass wir eine stark immigrierte Population haben, die aus der Situation, dass Französisch mehr nicht lehren, wie Lützeburg oder Deutsch, Profit schlagen könnten. Und dadurch erkennt dann eine neue Population, die sieht, wir müssen dem Lützeburgischen noch mehr große vorgehen, wenn es darum geht,
für Plätze an unserer Gesellschaft zu verteilen, über die der Nationalstaat noch überhaupt etwas zu sagen hat, nämlich Plätze am Staat. Das heißt, früher, wenn er bei der Stadt schaffen wollen, wird ein Mensch an einem Alter oder in den 10, 20 Jahren jung ist, natürlich nie brauchen, Aufnahmeexamen zu machen. An Lützeburg, mir haut, also klar, dass man muss ein Examen am Lützeburg machen. Früher wurde mich beweisen, dass er Französisch ganz gut konnte, haut, und das Mann gut bekannt, kann ihn am Aufnahmeexamen an Karriere, die diverse Karriere vom Staat, praktisch ein Aufnahmeexamen à la carte machen. Das heißt, wenn am Deutschen besser ist, dass ich denke, okay, ich hätte gerne dominant am Deutschen, am Französisch wollen der Mann zu lesen. Das heißt, Französisch ist nicht mehr der Prestigespruch, der es mal war. Aber ich schwätze am Anfang schon viel zu lange, ich habe gesagt, 5 Minuten, nicht auf Dauer geguckt. Wie gesagt, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Wenn wir heute über die Schule diskutieren, dann sehen wir natürlich die konkreten Probleme, die sich herstellen. Das ist natürlich auch wichtig, und darum geht es ja. Aber der Soziologe, den ich bin, ich meine, das ist meine Rolle heute nur, und vielleicht auch heute, als für die toten Aspekte an den Debat heranzubringen, dass ihnen sich auch wirklich bewusst ist, dass es am Anfang an der Schulpolitik, an der Spruchpolitik auch immer darum geht, wie reproduziert Gesellschaft sich, so schwätzt der Soziologe, oder ganz einfach, wie die Macht an einer Gesellschaft vergeht, wie das man heute am Zeitalter von der Globalisierung leben, wo Souveränität vom Nationalstaat Lützeburg auch ganz stark reduziert ist, als den Debat, den wir feiern, dann auch ein Debat darüber, wie man mit der Souveränität, mit dem wenigen Wert von der Souveränität bleibt, nach Willen umgehen. Das sind also Aspekte, die auch an einer Krise wie heute noch nicht so wirklich sind. Ja, wie Melanie mich gefragt hat, ob ich heute mitmachen, hatte ich 2 Jahre gesagt. Aber du hat man schon deklet gedoen, weil eigentlich, wie sich keine Solution. Und ich meine sogar, es gibt gar keine zufriedenstellende Lesung. Ich werde ganz, dass ich auf man sich nur mit Dicken täuschen. Weil wir können nicht auf als 3 Sprachen verzichten, das ist als Force und als Richesse. Alles kann er aber, auch die schwerst, verstehen als Schwätzen ob mans 3 Sprachen, die meisten sogar 4 oder 5, oder eins sogar nach mehr. Das wir werden mir am Ausland immer nicht bewundert gehen, an aber und Schüler trauen sich kaum, einen Fremdspruch zu schwätzen. Sie haben mangellos Selbstbewusstsein, und das tut zum Beispiel die Spezialisten vom Conseil de l'Europe, die eine Etude gemacht haben über das Sprachensystem zu Lützeburg, und Enseignement von den Sprachen, das Profil der Politik Linguistique du Luxembourg, über den interessantesten Dokumenten, die ich über Lützburger Sprachensituation kennen, die das redigiert tun, nachdem sie überall mit Enseignants Kontakt hatten, mit Schülern, mit Profen, mit Ministerbeamten und so weiter. Und die waren ganz erstaunt, wieso uns Schüler sich nicht gegen trauen, für zu schwätzen. Weil wenn sie bis auch sehr tun zu schwätzen, auch die vom Präparatoire, also die bei uns als Mischwachschüler konsideriert gehen, und sie haben gefunden, dass die erstaunlich gut gegen schwätzen. Und nicht ihr Mammenspruch, mehr ihr erst Fremdspruch, ihr zweit Fremdspruch. Wie bei uns geht das alles nicht als minderwertig betrügt oder als Schüler gehen dafür bestraft, dass sie nicht perfekt sind an denen 2 Fremdsprachen, die Südkorean muss lehren. Das bringt mit sich, dass wir einen guten Teil von unseren Talenten gaschieren und dass viele Schüler nicht zu einem Aufschluss kommen, währenddem dann andere als gut qualifizierte Leute aus dem Ausland kommen, an die Plätze besetzen, die uns Schüler die Formationen nicht fertig bringen,
weil sie eben nicht genug, zwar am Deutsch, zwar am Französisch. Natürlich unter auch ein so andere Schwierigkeiten. Ich meine, das meiste von der Selektion lebt über Deutsch oder Französisch. Was ist der Bild von einer Sprache? Der erste Bild ist Kommunikation, Verstehen und Schwätzen. Aber was wird hauptsächlich an der Schule gemacht? Nicht Kommunikation, Grammaire und Orthographe. Es sind nicht dagegen, dass ein gut Grammaire, gut Orthographe kann. Au contraire, ich fand das extrem wichtig. Ich muss aber nicht schied für einen Champion dran zu sein. Und besonders muss nicht von Anfang an, da kann nicht Flamme angetrieben gehen, weil sie nicht perfekt die grammatischen Strukturen beherrschen. Es muss eigentlich für dich geguckt gehen, dass bei den Kindern ein Sprachgefühl abgebaut wird. Und dass sie spielerisch mit Spruch können umgehen, eher mir das mehr schulisch, mehr strukturell mit an den Enseignement bringen. Und wäre auch ganz wichtig, dass Spruch mehr sinnvolle Kontexte gelehrt gehen. Dass nicht einfach so Zirkeln auszufüllen kriegen, die mit dem sie gut kennen, die dem Kontext absolut kein Lien haben, oder dass sie müssen Vokabeln löschen, drummen, wo sie nicht wissen, was sie mit den Vokabeln sollen aufhängen. Kleinkinder haben aber immens Fazilitäten für die Sprachen, solange sie nicht gehemmt gehen. Also das merke ich schon bei 2-jährigen Kindern, bei 3-jährigen Kindern, die plappern ohne komplexer nur, was zu hören, und die sind noch kapabel, einfach Sätze zu machen, ehe sie überhaupt den Spruch richtig gelehrt haben. Das ist aber nicht mehr, solange sie nicht gesagt kriegen, sie gehen alles falsch machen. Wir haben aber leider eine Kultur de l'échec, und die fängt oft schon an der Spielschule an. Und die zieht sich durch ganz schön. Als Schulpopulation, das ist eine Evidenz, als nicht wie die an den anderen Ländern. Mehr wie 60% von unseren Schülern schwätzen kein Lützeburgisch daheim. Wir gehen aber also aus dem Zirkel 1 schwätzen so, also von den kleinen Schülern. Bei den Großen sind ein bisschen Mama. Wie bei denen, die an Spielschule kommen, sind mehr wie 60%, die kein Lützeburgisch daheim schwätzen. Und Schule ist aber noch immer so, wie wenn das alle Guten richtig Lützeburger wären, die gar keine Schwierigkeiten hätten, Deutsch zu lehren. Dabei kommen viele von den ausländischen Kindern aus einem sozial schwachen Milieu. Die anderen ausländischen Kinder sind majoritär an der Europaschule oder private Schulen, English School und so weiter. Die sind gar nicht an unserer öffentlichen Schule. Dafür haben wir auch schlecht PISA-Resultate, weil wir eine ganz andere Struktur von unserer Schulbevölkerung haben, wie die anderen Länder. Wir haben da eine Selektion an all die aus den besseren Milieuen, nicht alle mehr, Majorität von denen aus den besseren Milieuen, dabei will ich keine Wertung dran setzen, die sind nicht bei uns an der öffentlichen Schule. Die Kinder, die können daheim nicht geholfen kriegen. Die Schule geht aber noch immer davon aus, dass die Hausaufgaben müssen daheim gemacht werden, dass die Eltern müssen Diktate machen und so weiter. Sie bringen aber etwas mit, was eine Bereicherung ist für uns Schule. Oder was, ob man kennt, eine Bereicherung für uns Schule sind. Das ist ja Mamaspruch. Aber das wird entweder als Tabu betrachtet oder sogar heißt du carrément verboten. Es wird oft verboten, dass Kinder unter sich an ihrem Mamaspruch kommunizieren an der Klasse. Etwas, was mich auch ein bisschen rosen möchte, das ist die Tüte, wie sie zu Lützeburg vis-à-vis von der Schulreformen. Sind der Jahren her die Namen von Nivellement vers le bas. Sobald irgendein Minister wird etwas ändern, da sind Gewerkschaften schon oder da drinnen so, mit Gewerkschaften, das geht ein Nivellement vers le bas. Das ist eine Krankheit, weil das besteht schon die Angst vor dem Nivellement vers le bas, die besteht schon seit der Antiquität. Es sind Texte von pädagogischer, wo da schon Pädagogen und Philosophen sich abregen, dass die Jugend aber nicht mehr so gerne lehrt oder nicht mehr so gerne schafft wie sie.
Bon, das ist klar, dass es kann noch ernst sein wie 24 Jahre. Ich meine, das ganze Umwelt hat changiert, die Computerspiele und so weiter, Handys und dass ganz viel dort damit beschäftigt sind, das hat selbstverständlich eine Influenz auf ihr schulisches Interesse und auch auf ihr schulisches Erbecht. Natürlich geht das Wissen an der Schule nicht genutzt. Eine andere Krankheit in unserer Schule ist Angst machen. Den Älteren und den Kindern Angst machen. Die Kinder verunsichern. Oder die Responsabilität auf die anderen schieben. Ich habe hier ein paar Wochen auf Radio Lützeburg den Präsident von der PES, den Alain Wegener, über die Passage primär-postprimär schwätzen. Er sagt, die Passage auf Setjam geht noch mehr schwer wie sonst. Die Welt wird natürlich nicht erklärt. Und dann, das Wichtigste ist das Engagement und Kompetenz von den Schulmeistern. Also da muss die Responsabilität auf die Schulmeister geschoben. Und dann, also dann, Profen setzen sich zusammen, ohne aber eine Kuschelpädagogik oder Smileys zu verperlen. Das heißt, wird auch noch alles devalorisiert, was die anderen machen. Nicht nur sind sie schuldig und ganz miese, aber wird auch noch devalorisiert, was sie machen. Wir fanden keine Lösung für diese Probleme. Wenn wir so weiterführen, immer schied wir um dem anderen Schuld zu gehen. Profen, der Schulmeisterin, den Älteren, den Edukateuren und vice versa. Ich würde mal da aufhören und Herrn Nur schwätzen wir ja über verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Also, wie Sie schon gesagt haben, ich habe eher im Vergleich zu meinen beiden Kollegen eine Außenperspektive und ich möchte gleich zu Anfang aus dieser Außenperspektive gleich alle im Saal hier mal beruhigen. Die Herausforderungen sind kein luxemburgisches Problem allein, sondern alle Herausforderungen, die wir hier besprechen werden, sind europäische Herausforderungen. Mehrsprachigkeit gibt es heutzutage in allen modernen Gesellschaften. Jede Gesellschaft in Europa muss sich Gedanken machen, wie sie Schüler mit anderen Erstsprachen integriert, wie sie mit Mehrsprachigkeit umgeht. Gleichwohl, das ist ganz klar, steht Luxemburg für ganz spezifischen Herausforderungen durch die traditionelle Mehrsprachigkeit in diesem Land. Und diese Herausforderungen benötigen individuelle, nationale Lösungen, das ist ganz klar. Aber um das vielleicht auch erstmal positiv zu sehen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind ja auch das Resultat einer europäischen Einigung, also eines zusammenwachsenden Europas. Jede moderne Gesellschaft ist multikulturell, mehrsprachig, jede auf seine Weise. Und das ist ja auch erstmal was sehr Positives. Ich selbst habe auf das luxemburgische Schulsystem meine ganz bestimmte Perspektive. Ich hatte in den letzten 3 Jahren sehr viel Gelegenheit, besonders den Sprachenunterricht in der École Fondamentale genauer kennenzulernen. Zum einen durch die Praktika, weil unsere Studenten im Bachelorstudiengang jedes Semester in den Praktika sind und wir als Dozenten sie dort begleiten, betreuen und ich da sehr, sehr viel in der École, in unterschiedlichen Zyklen der École Fondamentale unterwegs bin und die Gelegenheit habe, den Unterricht angehender Lehrer zu sehen, mit Kollegen an den Schulen ins Gespräch zu kommen und da sehr viel höre und sehe, wie diese Lehrer mit Mehrsprachigkeit umgehen, mit Kindern, Schülern umgehen, die andere Erstsprachen haben. Der zweite Bereich sind die Seminare an der Uni. Ich arbeite sehr viel mit Studierenden im sprachendidaktischen Bereich und kenne die Diskussionen, die dann einfach da entstehen. Und der dritte Bereich, wie Madame Mösen das vorhin schon gesagt hat, die Sprachenbiografieforschung. Das gehört für mich auch ganz stark in die sprachendidaktische Ausbildung der Lehrenden, dass die über ihre eigenen Sprachbiografien reflektieren. Und ich lese da eben auch sehr viel über die Haltungen, Einstellungen der zukünftigen Lehrer, über was Sprache angeht, Mehrsprachigkeit angeht, kulturelle Diversität. Das ist sehr
sehr spannend aus der Außenperspektive zu lesen. Und wenn ich die aktuelle Situation im Schulsystem in Luxemburg jetzt aus dieser Perspektive beschreiben sollte, dann ist natürlich, wie Christian Tonner auch schon gesagt hat, die erste Feststellung, es gibt eigentlich nicht diese Dreisprachigkeit, wie sie auf dem Papier steht, sondern in Wirklichkeit haben wir eine 5, wenn nicht sogar eine 6-Sprachigkeit, wenn man die Sprachen Englisch, weitere Fremdsprachen und vor allem die Erstsprachen der Schüler hinzuzählt. Also das ist eine sehr variantenreiche, individuelle Erstsprachigkeit. Und innerhalb einer Klasse, 15, 18 Schüler, ist das, wenn das zusammenkommt, eine unglaubliche sprachliche und kulturelle Vielfalt in jeder Klasse. Das im positiven Sinne, aber gleichzeitig ist das auch eine Überforderung für viele Schüler. Sprachen werden häufig, es wurde schon angesprochen, zum Selektionsinstrument. Die Sprachressourcen der Schüler, die wahren Sprachressourcen, werden im Unterricht bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Die Erstsprachen, die Herkunftssprachen der Schüler werden nicht immer als Chance gesehen, sondern häufig als Problem erlebt, gerade wenn Schüler mit der traditionellen Sprachenfolge Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, weitere Fremdsprachen nicht mithalten können. Ziel eines modernen Sprachunterrichts ist es oder sollte es sein, sämtliche Sprachressourcen der Schüler wertzuschätzen, als Bereicherung zu erleben in einer globalisierten Welt, in einem europäischen Arbeitsmarkt und als Bereicherung für ein zusammenwachsendes Europa zu sehen. Moderner Sprachunterricht wäre ein sprachsensibler Unterricht, der die vorhandenen Sprachkompetenzen aller Schüler überhaupt erstmal wahrnimmt, um sie für den Unterricht zu nutzen und weiterzuentwickeln. Ein Sprachunterricht, der auch individuelle Bildungsgänge zulässt mit einer flexibleren Sprachenfolge. Hierfür ist aus meiner Sicht erstmal, wie es auch heute an diesem Abend stattfindet, ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs notwendig, ein gesellschaftlicher Konsens darüber, wie einerseits nationale Identität gelebt werden kann, bei gleichzeitiger Akzeptanz von Vielfalt. Also gleichzeitig mir welle bleiben, was mir sind und gleichzeitig unis dans la diversité. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs für jede Generation ausgehandelt werden muss. Gleichzeitig ist für das Ziel eines modernen Sprachunterrichts sind bildungspolitische Weichenstellungen notwendig, beispielsweise, um einfach nur ein paar Eckpfeiler mal zu nennen, wir werden sicher noch darauf eingehen, also unterschiedlichen Schülern zu ermöglichen, unterschiedliche Bildungsgänge zu durchlaufen oder zu gewährleisten, dass Deutsch und Französisch nicht zwangsläufig zum Selektionskriterium auf dem Weg zu höheren Schulabschlüssen werden müssen. Oder dass die Sprachenfolge flexibilisiert wird. Das heißt für mich nicht, dass wir das Ziel der Dreisprachigkeit aufgeben sollten. Also im Gegenteil, ich spreche von einer Flexibilisierung der bestehenden Sprachenfolge. Und schließlich der letzte Punkt, der mir jetzt persönlich besonders am Herzen liegt, das betrifft die Modernisierung des Sprachenunterrichts insgesamt. Das schließt auch die Aus- und Fortbildung von Lehrenden mit ein, die Weiterentwicklung von Lehrkompetenzen, wobei ein Hauptpunkt aus meiner Sicht wirklich darin liegt, an den Vorstellungen der Lehrer zu arbeiten, was überhaupt Sprachunterricht heutzutage im 21. Jahrhundert ausmacht. Man muss an den Vorstellungen arbeiten, die Entwicklungen, die wir in Luxemburg, und wenn ich wir sage, meine ich den gesamteuropäischen Diskurs,
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, erfordern ein Umdenken, da ein Wandel, ein gesellschaftlicher Wandel sich in den Köpfen vollziehen muss, in den Köpfen der Akteure des Schulsystems. Das ist schon so ein bisschen den Eindruck, wie man von politischer Seite aus ganz viel reagiert wird, wie man auch viel am Jargon wie auch an den einzelnen Mesuren ganz viel vom Europarat verständlicherweise überholt wird. Das will ich noch nicht bewerten, mit die Frage, die ich mal stellen, ist, gibt es wirklich gesellschaftlichen erstens Debat und zweitens Konsens, wo man hin wollen? Und als dann nicht froh von den Sprachen ein wenig vom Sprachenunterricht ein Placebo froh, weil nicht klar ist, wie für was wir Sprachen lehren, auch für was keine Gesellschaft muss lehren. Ich weiß noch nicht, wenn du für dich mit Herr Fehlen vielleicht. Was ich als Zentralproblem empfunden habe, dass man die Illusion und ich gehe so offiziell, ich weiß nicht, ob die Ministerien nach Haut auch nach an der Form wird, dass man sollen an der Primärschule eigentlich wenig Lützeburg schwätzen, mit die Lützeburg Sprache, wie die Hauptunterrichtssprache ist. Besonders nachdem sie am ersten Zyklus vom Fundamental angefeiert wird, an dat die viel Kinder diese als Fremdspruch müssen lehren, dann am zweiten Zyklus, soi-disant, sie offiziell kaum mehr benutzen sollen, und sie dann auch nicht mehr explizit lehren sollen, mehr höchstens noch implizit, dass du ein Problem hast, das nicht richtig erkannt ist. Ich meine, das war am Kader von dem Debat von der Reform vom Sprachenreform der Primärschule, wo ich gesagt habe, dass das ein zentraler Punkt, da machen wir dann so für eine wirkliche Situation, weil wir eben nachher mal nicht assumieren, dass Lützeburg ein Spruch ist, aber wenn Lützeburg soll ein Spruch sind, dann muss ich etwas dafür machen. Das ist das Dilemma, dass wir haben, Lützeburg als eindeutig ein Klangspruch, mit wenig Lokuteuren, aber den nimmer Lützeburg beherrscht, können die nicht ganz weit. Zu Metz kann ich nicht mehr Kaffee gehen, zu Dreher kann ich nachher Kaffee gehen, mit zu Köln vielleicht auch schon. Natürlich muss ich nicht einerseits der Klangheit bewusst sein, aber trotzdem würde ich ja nicht negieren, dass Lützeburg Spruch als Spruch existiert und eine Funktion in unserer Gesellschaft hat. Mir wird was froh. Ja, eben, dass eben keine Illusion gibt, die Illusion als eben, keine Vision gibt, mit einer Illusion, die eigentlich, das was Realität ist, dass noch nie so viel Leute wie Haut Lützeburgisch gelehrt haben als Fremdspruch. Dass die Migranten Lützeburg schwätzen, selbstverständlich. Dass das eng selbstverständlich geht. Das Lützeburger, das ihr will denigieren, weil ihr ganz Schulsystem darüber basiert, dass für ein ganz crispiert Art und Weise Sprachen formal zu lehren. Ich kann nehmen da dann schreiben, weil Christian Tonner gesagt hat, wenn nicht von Kultur l'échec, schwätzt man von Hyperkorrektion, schwätzt den Grundproblem von der Lützeburger Schule als eben für Netze gesehen, dass Sprachkommunikation ist. Es geht darum, kommunizieren zu lernen. Egal, ob das auf Deutsch, Französisch, als an Reihenfolge, ist eigentlich egal. Und das ist das, was wir nicht lehren, und das erklärt doch, für was so wenig Lützeburger kommunizieren können, an der Öffentlichkeit schwätzen können, argumentieren können. Das ist nicht mehr traurig ist, wie wenn in Haut uns Kollegen, der wie so Missionismusprofen hört, wenn sie gegen die Reform unargumentieren auf ihrer Pressekonferenz. Ist sie noch mal auf Messe für Schummission im Wörtchen. Aber das
wenn ihr gesagt, wie die Leute sich nicht artikulieren können. Und das wird man nicht lehren, wenn man Mengen, Sprache lehren, wer formell lehren, wer Grammar lehren, wer Vokabel lehren. Und das ist das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Es gibt einen ganzen Diskurs am Lützeburgischen pädagogischen Debat, der sagt, wir müssen da rauskommen. Seit 1870 kann ich den nur verfolgen. Wir sind eben noch nie rausgekommen. Und dort ist eben ein ganz spezifisch Lützeburger, es gibt ein spezifisch Lützeburger spruchdidaktisch Kultur. Und das ist eben die vom Formalismus fetischisieren, vom Orthograph, Kultur de l'Orthographe, wenn ich nur nachgelesen, an einem Text von 1923, den er am Tageblatt schreibt, wo vorgeworfen wird, dass das ein Text geht, Primärschulinspektoren, die hätten eine Kultur de l'Orthographe. Da wäre eine Reform da gewesen, wo geschrieben wird, soll ich nicht mehr so viel Orthograph machen, mehr auf die Schwätze Wert legen. Aber wenn die Inspektoren kommen, das einzig, was sie freuen, sie Vokabeln an Übersetzung. Und offiziell, als der Demos auch schon gesagt, den Lohmhammer, weil 1919, mit dem, ich wollte es so, du orientieren wir uns ja nur Frankreich, und da wird gesagt, lo muss man Französisch lernen. Lo sind wir ja nicht mehr am Zollverein. Lo lernen wir Französisch. Und da wird schon reformiert. Genau an dem Sinn, dass gesagt wird, da machen wir keine Übersetzung mehr, sondern kann er mehr schwätzen an der Schule. War das wirklich Debüt für den Sprachenunterricht, wie müsste sich an der Gesellschaft auffügen? Vielleicht auch hier unter dem Hintergrund, dass Forscher, kanadische Forscher, amerikanische Forscher rauskommen tun, schon 20 Jahre und mehr hier, da den, und unterschiedliche Forscher, da den ungefähr 2 Jahre braucht, für einen Spielplatz einen Spruch zu lehren, für sie so zu können, da die gut an einer Gesellschaft kommunizieren kann am Alltag, da den aber 5 bis 10 Jahre braucht, für auf einem Niveau zu sehen, mit Mammesprachler, für am Jargon von der Schule, den ja ganz speziell ist, zu kommunizieren. An dem Sinn ging ich mal um die erste schulpolitisch und didaktisch orientierte Experten froh weitergehen, ob du nicht mehr bedarf, wie einfach schlicht zu kommunizieren und wie ob vielleicht Ziele nach einem anderen System wie eine Kommunikation von einem Sprachenunterricht. Ein Spruch ist ja vielleicht auch mehr wie eine Kommunikation, mehr auch ein Porteur von kulturellen Lieder und Werten. Bon, ich wollte ich aber noch auf etwas reagieren, weil der Permanent gesagt hat, es sind nicht ganz mit ihm d'accord. Zum großen Teil schon. Es ging nicht so, dass es keine Vision gibt. Wir hätten gerne Quadratur vom Cercle. Wir hätten gerne alles. Und das ist da, wo das Problem ist. Ich meine, ganz fair geschrieben, das Cercle nie. Wir können aber Decker aufrunden. Und ich meine, gesagt ja aber auch, also erstens sind schon nicht d'accord, dass an dem Profil Linguistik, dass da gesagt wird, dass Lützeburg keine Wichtigkeit hat. Doch, sie so und das schon. Und dass das einfach uns Spruch ist und uns gemeinsamen Spruch auch soll bleiben. Aber das Problem ist, wie lehrt ihn sie? Wenn immer man kann da sind, die Lützeburg schwätzen, ist natürlich immer mehr schwer für Lützeburg zu lehren. An Dach lehren kann er. Also wenn ich schneller als Lehrerin hier auf der Gerd, das tut kein Lützeburg kannt, weil sich an der Klasse. Kein tut wohl wo Lützeburger mal den Mann oder den Portugies bestört ist, aber das kein rassischen oder rein sprachlichen Lützeburger dabei. Aber Ende vom Präkurs von der Spielschule schwätzen sie aber alle gute Lützeburger. Und das ist eigentlich Tabak. Ich meine, wir müssen das aber auch beibehalten, dass wir können ja nicht so uns Kommunikationsspruch für uns alle guten
das Deutsch oder das Französisch oder das Portugiesisch oder Englisch. Nee, das geht nicht. Ich meine, wir müssen uns Lützeburg beibehalten und sind aber enorm viele Erfahrungen gemacht, für Lützeburg zu entwickeln. Also für eine Reihe von Jahren, als es überhaupt keine Spielschule gibt, du nur als EU-Spielschule gibt, du nur als 2-Jahr-Spielschule gibt, du nur als EU-Präkos angeführt gibt, und das alles für die Kammer Zeit zu gehen, für Lützeburg zu lehren, weil das eben just als wichtig Spaß getäuscht wird. Par contre, dann geht ein Übergang zum Deutschen, und das du, wo das Problem ist. Für uns Lützeburger geht das Lösungen automatisch. Geht nicht ganz automatisch, mir geht aber ohne viele Schwierigkeiten. Geht das mal kein ganz gut Deutsch schwätzen, wir verstehen das aber relativ gut. Aber in Portugiesisch kann oder in Chinesisch kann, da Lubemo Lützeburgisch an Deutsch gemischt hat. Und das kann nicht unterscheiden, weil das dann, wenn ich schwätze, schon nicht Deutsch, aber wenn ich schwätze Lützeburgisch. Und das machen wir permanent an der Schule. Ja, der Schulmeister sagt, so, nun holt der Bücher und da steht er auch auf Seite 23 und nun lesen wir. Ja. Wo soll dann der Count differenzieren, dass denen das Deutsch lernen, das Lützeburg? Das ist bei mir gleichzeitig Portugiesisch und Spanisch lehren. Da geht uns auch, beim gleichzeitig das, da geht uns auch am Kopf durch den Nähen. Ja. Wir hatten aber gern, das kann man dann proper Deutsch schwätzen, ein Spruch, die am Kontext rundherum überhaupt gut nicht präsent ist. Von sozusagen alle Kammern. Ja. Ich würde sehen, nur die Erwürsten, die deutsche Zeitungen lesen, vielleicht gucken kann man auch deutsche Tele, aber sonst, Deutsch brauchen eigentlich als Lützeburg wirklich nicht, außer an der Schule. Dafür fand ich ganz, für dem entgegenzuwirken. Wäre eine Solution, die natürlich schwierig zu realisieren ist, dass wir deutschsprachig, Muttersprachler an Primärschulgängen schicken, für Deutsch zu enseignieren. Die gingen dann nicht mehr Deutsch schwätzen. Und da wäre kein Problem. Weil ich kenne auch Kammer, wo die Mama Lützeburger ist, an der Pap Deutsch, ganz klein Kammer. Und die ohne Schwierigkeit Differenz machen, die dann am Pap Deutsch schwätzen, und mit der Mama Lützeburg. Das ist gut kein Problem. Wann nicht proper getrennt ist. Aber wir müssen ja immer alles. Ich bin ebenfalls wie Christian der Meinung, dass es gibt genügend bildungspolitische Dokumente, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, den Referenzrahmen, die Bildungsstandards, eine Reform. Also ich spreche jetzt hauptsächlich von der École Fondamentale. Es gibt diese Reformen und es gibt auch, was ich von den Lehrenden höre, durchaus den Wunsch, diese Reformen umzusetzen, einen Wandel einzuleiten. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial da. Was dann immer so ein bisschen bremst, ist ja, dass die Lehrenden sozusagen das Produkt ihrer eigenen Schulzeit sind. Das heißt, die haben 12 Jahre Unterricht gesehen, passiv durchlaufen. Sie haben die meisten eine bestimmte Sprachenfolge durchlaufen, weil die meisten, die bei uns im Bachelorstudiengang ankommen, aus der luxemburgischen, ich sage jetzt mal Mittelschicht stammen, mit ganz bestimmten Sprachvorerfahrungen, mit ganz bestimmten Vorstellungen, was Unterricht ist. Und das ist eigentlich für die Lehrenden eine wirkliche Herausforderung für ihren eigenen Professionalisierungsprozess, die Dinge, die es eigentlich gibt auf nationaler, europäischer Ebene, die Vorstellungen, die Visionen, die wir haben, wirklich umzusetzen, wenn ich dann in der Klasse mit den Kindern zu tun habe. Und es gab dann auch noch die Diskussion, was ist jetzt eigentlich das Ziel von Sprachenunterricht? Wir haben vorhin über die 5-6-Sprachigkeit von Schülern gesprochen, über dieses immense Sprachpotenzial. Und es ist natürlich klar, dass nicht 6 Sprachen auf bildungssprachlich hohem Niveau erreicht werden können, sondern es geht schon erstmal, wie es ja auch im Referenzrahmen angedeutet ist, um kommunikative Kompetenzen, die man auch auf dem Spielplatz sehr schnell lernen könnte. Aber das reicht dann auf die Dauer natürlich nicht. Und in diesem Land hat man einfach nur eine Chance, wenn man mindestens, ich würde mal sagen, ja, 2 Deutsch und Französisch auf sehr, sehr hohem Niveau beherrscht. Und das
ist auch wichtig in diesem System für die Berufschancen, wenn man weiterkommen will. Zudem bedeutet ja Sprache auch Kultur. Also es geht durchaus darum, ich sage jetzt mal, in mindestens einer oder zwei Sprachen ein Niveau zu erreichen, wo man auch Literatur lesen kann. Es geht auch um ästhetische Bildung. Kultur spiegelt sich auch in Literatur wider und Sprache ist immer auch Kulturlernen. Und das bedeutet, dass man ja nicht nur kommunikative Kompetenzen braucht, sondern in einzelnen Sprachen der eigenen Sprachbiografie auch weitaus höhere Sprachkompetenzen. Wie das genau aussieht, dass das in einer anderen Reihenfolge vielleicht geschehen könnte, wie wir dieses Ziel am Ende der Schulzeit erreichen, das ist dann wieder noch zwei andere Sachen. Also vielleicht erstmal zum Luxemburgischen nochmal, da ist meine Sicht eigentlich sehr erfreulich, wenn ich Lehrende im Zyklus 1 sehe. Da hat man das Gefühl, da stehen die Lehrenden dahinter, das ist ihre Muttersprache, da fühlen sie sich wohl, das ist ihre Identität. Wenn ich im Cycle 1 Unterricht sehe, dann komme ich da eigentlich recht glücklich raus, weil ich das Gefühl habe, das ist unheimlich spielerisch, das ist inhaltsorientiert, da werden mit den Kindern spannende Sachen gemacht, spielerisch, mit Büchern, mit Literatur, es wird über spannende Themen gesprochen. Das ist eigentlich auch im Deutschunterricht noch so, also von den Herausforderungen der Alphabetisierung, das kommt jetzt für bestimmte Schülergruppen noch dazu, aber auch da haben die Lehrenden wirklich eine positive Einstellung, möchten, dass die Schüler viel lernen und die stehen dahinter. Die wirkliche Herausforderung, die ich sehe, die fängt mit dem Französischunterricht an, wo nämlich das, was ich im Cycle 1 so schön im Luxemburgischen erlebe, plötzlich weg ist und alle denken, sie müssen das Buch durchmachen und die Nachbarklasse ist schon eine Seite weiter, wir müssen jetzt die Übung noch machen, dass da vollkommen die Inhaltsorientierung fehlt, ein absoluter Fokus auf Grammatik ist und die Lehrenden, also unsere Studenten, gar keine Vorstellung entwickeln, wie es in so einer Sprache überhaupt möglich ist, das auch so inhaltsorientiert, kommunikativ überhaupt zu gestalten. Und da sind sie dann, ist mein Eindruck, so ein bisschen gefangen in ihrer eigenen Sprachenbiografie, sodass sie dann doch, Herr Fehlen hat das Wort Reproduktion, glaube ich, auch benutzt, doch Dinge reproduzieren, die sie selbst so erlebt haben und dann doch wieder der Meinung sind, man muss da jetzt Druck machen, man muss das Buch durchmachen und die spannenden Inhalte können wir leider erst später machen. Auf Platz von den Sprachen wird er denn wichtig geht, weil ja was wir anzu dem, was schon am Saal noch so eine Diskussion wird, einer Flexibilisierung, menschlicher Flexibilisierung von der Aufregung von den Sprachen. Was kann das heißen? Dort zirkuliert ganz viel von bilingualen Schulprojekten über eine simultane Alphabetisierung an zwei Sprachen, auch die von Lützeburg als Alphabetisierungsspruch, als schon aufgedeutet am Raum. Was sind die Pisten, und was gehen sie bedeuten, Herr Fehlen? Ja, mit Pisten abgezählt. Ich selber habe einen Artikel gegen die bilinguale Schule geschrieben, okay, ziemlich dann noch gefordert, wenn ich das einmal zu wiederholen. Den Konzept von der bilingualen Schule zumindest so wie ein Hype präsentiert ging als ein Konzept, den geht hauptsächlich am Elsass an auch ganz marginal an Lothringen zu sagen. Und das ist natürlich ein ganz gutes Konzept für zum Beispiel Deutschkanner, die an der Gegend von Sagemin in Frankreich angeschult sind, an über die Filiere zu einem dürblen Abi-Bac kommen können. Aber für was ich dagegen war, das weil das Konzept auf Lützeburg angewandt genau das negiert,
was Lützeburg spezifisch ist, aber was eigentlich auch unser Problem ist, die unverdauten Dreispruchigkeit. Das ist am Anfang meine Hauptkritik, darunter, weil Lützeburger Politiker kommen an, sie sagen, wir hätten gerne eine bilingual Schule, Christian hat das schon angeschwärzt, sollen am Idealfall, an das ist dann effektiv das Konzept von der bilingualen Schule da, weil den ein Enseignant, der nicht Deutsch schwätzt, ein Enseignant, der nicht Französisch schwätzt, am Idealfall denen sich Zeit halb, an den Nomen kann er wirklich die zwei Sprachen auf einem Native Speaker Niveau gelehrt. Und das ist ja nicht das, was wir zu Lützeburg füllen, gebe ich mal so in Lützeburger Politik. Wobei, und das habe ich auch an dem Artikel gesagt, die bilinguale Schule wäre sicher ein interessanter Credo, wenn ihr guckt, circa 10% von Lützeburger Kinder sind an internationalen Schulen zu Lützeburg, die verschiedenen Modellen haben. Und für die einen oder die anderen wäre das wirklich eine gute Credo, wenn sie sich wirklich als bilingual Schule konstituieren. Am Teilweise sind das ja auch an so Richtungen gehen. Ich kenne mich da im Detail nicht aus, da will ich nicht so. Ja, den anderen Modell ist natürlich die von der Alphabetisierung der Lützeburger Sprache. Ich weiß nicht, ob ich mich an den Interventionen verdrun vielleicht so viel verklausuliert ausgedrückt habe, so wie ich die Evolution gesehen, misst da Zukunft für das Lützeburger Schulsystem sind. Das ist eben froh, wenn die so uns Lehrer, die haben hier Erfahrung gemacht an dem Schulsystem, an irgendwelchen Stellen sie verändert reproduzieren. Das ist normal. Aber wenn ich wirklich probieren will, einen Schnitt zu machen, an sich vorzustellen, was die Situation für Lützeburg haut, kann man eigentlich neu befranken, dann ist sicher, wir könnten nicht mal einer E-Spruch hier schon aufhängen. Aber wenn wir uns Arbeitswelt gucken, du hast Französisch, die Spruch, die am meisten geschwärzt wird, am meisten gefroht wird an Annoncen von den Abstraktionen bis zum Service Public. Das heißt, wenn wir für den Arbeitsmarkt ausbilden wollen, dann müssen wir dem Französischen vielleicht auch mehr vorgehen, wie es heute tut. Den anderen Aspekt, wenn den Identitärfragen stellt, was möchte Lützeburg aus, egal welches Sondage der fragt, Lützeburg so nicht, Lützeburg ist den Lützeburg schwätzt, und das am Anfang das, was Lützeburg aus möchte, sodass man das auch nicht kann ignorieren. An dem Sinn wird also sinnvoll an die Richtung von einer zweisprachiger Lützeburger französischer Schule zu gehen. Es geht dann aber nicht ganz viel verloren und Möglichkeiten und Aktiven, die gerade beim Deutschunterricht ich soll ja auch nicht so in den Deutschunterricht vernachlässigen. An Lo kommen nicht damit mit einer Pirouette, an der sieht nicht besser manchmal. Ich bin ein Soziolog, ein Sprachhistoriker, ich habe keine Ahnung über Enseignement und ich kann nicht so. Und dafür soll ich auch nicht so in Notalphabetisieren auf Lützeburg aufhören, weil ich mir das für mich als Privatmensch fehlen, als Bildungsbürger von über 60 Jahren, das eigentlich auch nicht denkbar ist. Aber wenn ich mit Mägi von Bausen zu kommen, und ich freue mich, wie funktioniert heute Europa? Wie funktioniert Malta? Die Situation zu Malta, die ein bisschen so ähnlich ist wie uns. Du gehen auch 3 Sprachen. Die Italienisch ist auch ganz präsent an der maltesischen Gesellschaft und wird so eine ähnliche Funktion wie Deutsch bei uns. Aber das heißt eben nicht, dass die vielleicht muss alphabetisieren an der Spruch. Und das ist just ein Aspekt, und das ist wirklich für mich ein zentraler Aspekt. Meine echt Sachen, die ich über Schule geschrieben habe, das sind am Funkerroll über Probleme von den Portugiesen am Lützeburger Schulunterricht, wo da ein bisschen die Schwierigkeiten der portugiesischen Schüler oder so ähnlich muss das testen kann, nach immer im Forum sieht nur sich an die Stimmen dazu. Es sind halt vielleicht an Stimmen dazu, an
das ist eben das große Problem. Wir haben eine Dreisprachigkeit. Die Dreisprachigkeit wird enseigniert für Leute, die sowieso Deutsch mit Tele gelehrt haben, die Deutsch auch leicht in Zugang haben, weil das so nah ist. Und heute eine Population, wie zu Recht gesagt ist, für die Deutsch und Lützeburg zwei separat Fremdsprachen sind. Das heißt, wenn die ein von den zwei germanischen Fremdsprachen, die in unserer Gesellschaft sind, lehren, dann haben sie schon viel gemacht. Ja, also ich greife die Gretchenfrage nochmal auf. Also ein Knackpunkt ist sicher die Alphabetisierung und das ist sicher auch der Zeitpunkt, wo gerade für Schüler mit anderen Erstsprachen, mit romanophone Schüler ein bisschen auf der Strecke bleiben. Also das luxemburgische Alphabetisierung ist sicher ein interessantes Gedankenexperiment. Es würde auch auf die Sympathie vieler Lehrender stoßen, wo man immer wieder diesen Wunsch hört und liest, wir können selber so schlecht Luxemburgisch schreiben, das wollen wir doch gerne selber erstmal besser lernen. Also es ist der Wunsch da und es sollte, glaube ich, auch diese eine Stunde, die es im Curriculum gibt, dafür wirklich intensiv genutzt werden, dass die Schriftsprache im Luxemburgischen ausgebaut wird. Das ist scheinbar Konsens unter vielen Lehrenden, das ist so das, was ich höre und lese. Es gibt aus meiner Sicht trotzdem so ein paar Gegenargumente. Also das eine ist vielleicht der Zeitverlust, den gerade Kinder mit Luxemburgisch als Erstsprache erleiden. Also da wäre es schon gut, die sehr früh auf eine Zweitsprache hinzuführen, vielleicht auch schon im Cycle 1, so noch früher in eine frühe Zweitsprachigkeit zu gehen. Und man muss auch bedenken, dass es die Sache nicht unbedingt leichter macht. Also die luxemburgische Schriftsprache ist nicht unbedingt leichter als die deutsche und man müsste wirklich die Lehrer erstmal fortbilden. Das ist sehr viel Anstrengung. Man kann eine Sprache nur schreiben, lehren, wenn man sie selber sehr gut beherrscht. Eine weitere Sache ist vielleicht auch die Literaturlage. Alphabetisierung heißt auch Einführung in eine Schriftkultur, in eine Literaturkultur, in Kultur insgesamt. Und da also Übersetzungen müssten dann sehr, sehr gut sein. Das ist im Moment auf dem Markt auch nicht so gegeben. Die Idee, das Französische zu stärken, leuchtet mir auch ein. Das ist auch plausibel. Vielleicht nicht so, wie es an diesen bilingualen Schulen geschieht. Es müsste trotzdem für jeden Schüler nacheinander geschehen. Ich sehe da auch die Gefahr, das Argument der Segregation gibt es ja dann immer, das fällt dann auseinander in Schüler, die auf Französisch alphabetisiert werden, andere, die auf Deutsch alphabetisiert werden. Man müsste es sehr schnell wieder zusammenführen. Also das meine ich auch mit Flexibilisierung der Schriftmodelle. Also das ist schon... Zum Beispiel, ich brainstorme jetzt nur, dass es Schulen gibt, die beide Züge haben, dass für jeden Schüler entschieden werden kann, ob Französisch oder Deutsch Alphabetisierung. Das wird ganz unterschiedlich sein aufgrund der individuellen Sprachrepertoires, die ein Schüler mitbringt. Und beides gleichzeitig wäre auch wieder eine Überforderung, aber man könnte ja sagen, in der ersten Klasse trennt man die Alphabetisierung, um sie in der zweiten oder dritten Klasse wieder zusammenzuführen und dass Schüler auch in einer Klasse bleiben. Also ich sehe sehr viel Binnendifferenzierung auch im ersten Schuljahr. Das wird sowieso betrieben. Viele Lehrer machen das, dass sie zu zweit zusammenarbeiten, 2 Klassen zusammenpacken, dass es sowieso ganz unterschiedliche Niveaus in der Alphabetisierung gibt. Also was spricht dagegen, diese Stunden zu trennen, wenn man darauf achtet, es danach schnell wieder zusammenzuführen, denn es müssen ja sowieso irgendwann alle 3 Sprachen lernen. Also da muss man sich Gedanken machen, wie man es homogen wieder zusammenführt, aber dass man die Reihenfolge etwas flexibilisiert und lockert. Und eine Stärkung des Französischen erscheint mir auch irgendwie plausibel, aber auch da stellt sich wieder die Frage der Lehrerbildung. Also man müsste sich vielleicht dann auch Fragen um die Rekrutierung von Lehrenden machen, vielleicht auch eine Spezialisierung in der Lehrerbildung einführen.
Lehrende auswählen, die das wirklich wollen, die dahinter stehen, die das gerne tun, die bereit sind, sich da weiter zu qualifizieren. Also Fächerorientierung für Grundschullehrer. Also zumindest eine Schwerpunktsetzung. Freiwillig und mit Motivation. Und da sehe ich im Moment, also es gibt Studierende, die das, denke ich, könnten und machen wollen, aber sicher nicht genug. Dann wäre eine große Anstrengung notwendig. Christian, du wolltest auch noch informieren. Ja, ich nicht d'accord. Also erstens mit der deutschen Alphabetisation. Das ist nicht die Alphabetisation, die ein Problem ist. Aus Portugiesisch können Deutsch schreiben, aber sie verstehen nicht, was zu schreiben. Aber besonders, wenn sie nur sollen Deutsch benutzen, für am zweiten oder dritten Schuljahr für Aufsätze zu schreiben, Geschichten zu erzählen oder so weiter, da geht es nicht mehr. Die Alphabetisation ist sicher nicht das Problem. Und zweitens, die Alphabetisation auf Französisch ist viel mehr schwer wie die auf Deutsch. Du könntest hier ein E zu schreiben, gibt es 7 verschiedene oder 8 verschiedene Varianten, während am Deutschen ist das viel mehr einfach. Lützeburgische Alphabetisation sind nicht auch carrément, da gehen wir nicht weiter selektioniert am Lützeburgischen. Weil wir machen dann ganz sicher genau das am Lützeburgischen, wenn wir am Französischen, am Deutschen machen, aber wenn dann da ein kleiner Schreibfehler möchte, dann hält ihn da wenigstens. Du sind auch ganz kind die Alphabetisation auf Lützeburgisch. Aber dem Lützeburgischen mehr vorgehen, um zu gucken, dass kann er nicht mehr approfondiert lehren, aber besser lehren, ja, das ist d'accord. Ich glaube, aber nicht zu alphabetisieren. Wenn du durch Alphabetisation angelangt, das, so wie Nancy das gesagt hat, wäre ja ganz schön, na gut, aber das geht aber dann nicht mehr nach großen Schulen, wo ich genug Parallelklassen habe, für die eine Klasse auf Deutsch und die andere auf Französisch zu machen. Und wir haben aber ganz viele Dorfschulen, wo man nicht eine ganze Klasse für die Schule zusammen kann. Und ich sehe sich überlegen, wie möchte ich das tun? Also so viel, ich meine, die Alphabetisation ist ein Problem. Ja, wenn ich ein bisschen will dem beipflichten, ich meine, das eigentlich auch nicht froh, weil ich Spruch, nicht das mehr froh, weil ich Methode. Und die allgemeine Kritik als nicht nur im Französischunterricht, mehr auch Deutschunterricht, das ist eben viel zu viel verschaut, viele Sachen. Und das ist meine persönliche Kritik auch nicht, wenn ich höre, dass das schon der ersten Cycle zum Fundamental alphabetisieren oder vielleicht nicht. Das habe ich nicht alphabetisieren. Was denn? Ich finde, ja, es war ein Gedankenexperiment, sehr junge Schüler früher auf eine Zweitsprache hinzuführen. Also wenn man sagt, Alphabetisierungssprache bleibt Deutsch, dass man da auch im letzten halben Jahr, dass man den Übergang homogener gestaltet. Oder wenn man sich sollte man sich jemals für eine Alphabetisierung auf Französisch entscheiden, da muss man darauf hinführen, das meine ich, um Gottes Willen nicht. Nee, weil das ist das Problem, das ich observieren in letzter Zeit, hat immer mehr eine starke Verschulung auch von dem ersten Cycle ist. So Leute schon heutzutage, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass den da schon evaluiert wird, dann Kompetenzen nicht erreicht, da schon nachgelegt wird. Also ich höre so Horrorstory. Und für mich ist das eine Horrorstory. Man muss den Lehrrhythmus vom Kant respektieren. Und von den Problemen von Lützeburger Schule ist, dass zu viel, zu schnell, zu abstrakt von dem Kant Sachen fordert, die ich nicht kann erbringen. Und du willst du dann hier noch auch Schwierigkeiten mit den Sprachen. Und dafür dann hier noch die Angst, die Kultur de l'échec, das nicht zu erreichen muss. Ich wollte ganz kurz noch etwas dabei fügen, und zwar die Alphabetisation auf Französisch. Uns nicht ausländische Kanäle sind auch kein Französin. Die sind Lusophon, und nicht Frankophon. Also du hast eine zusätzliche Schwierigkeit. Aber auch, wie ich angefangen habe, am Ministerium am Regierungsprogramm eine Experience Pilot d'Alphabetisation en Français zu machen. Und das also die mal schon gegeben, 4 Jahren,
war zuerst hat angefangen gehen an ein anderes Experiment war an der Stadt am Grund. Und ich habe die Enseignants abgesicht, die das gemacht haben. Und die haben allen zwei gesagt, okay, Frau, mehr das toten. Also wenn ich haut, dann denke ich, dazu radikal dagegen, weil die Kanner, wenn dazu dann entweder Portugiesen oder Frankophonen, die an die Klasse gehen, die wollen ja nur absolut kein Deutsch mehr lehren. Die brauchen ja auch kein mehr, und sie hören noch kein mehr in sich. Also die Bereitschaft für nur Deutsch zu machen, die wäre null. Das ist just, bon, vielleicht werden die Experienzen noch nicht so ideal gemacht, wie sie können machen. Und trotzdem muss ich das aber auch bedenken. Ich will ja enchaînieren mit Jim Collins, ein Spruchforscher, den 40 Jahre lang schon Spruchmodelle, Mehrspruchgeschichtsmodelle erforscht. Und zum Schluss kommt es, dass nicht das wichtig ist, dass das Spruchmodell ist, mehr erstens den pädagogischen Umgang mit Interaktionen und auch Mischbeziehungen an Klassen da. Wie ging es mit einem Kant implizit, ohne das bewusst zu machen, mit einem Lützeburger Kant, aber wie ging es mit einem portugiesischen Kant? Bei den Repräsentationen über Familie und so weiter und so fort. Und darüber will ich noch zu schwarze kommen, dass für den Succès an den Schulsprachen zu garantieren, immens wichtig ist, dass auf Mammenspruch zurückgebracht wird. Dass erstens valorisiert wird, nicht dass die ganze Schule, weil es ein anderer Spruch wird, sondern dass es auch weiß, dass er der Reichtum ist, den man abstringen kann. Und dass in dem Spruch auch didaktisch praktisch so als Tremplin halt, als Sprachgerät, auch für das Format Lehren an den anderen Sprachen. Ich weiß, dass Christian Tonner ganz viel von seiner Zeit auch gerade am Ministerium Approchen, die da zum Ziel hatten, ganz viel Zeit verwandt wird. Aber ich bin froh, also, was für eine Mesuren Kinder so wirklich institutionalisieren, die wirklich ein Plusgänge bringen, geht den Effekt von Bayais zum Beispiel nicht so vorkommen. Gibt es noch eine Reihe Mesuren erholt, die Waffen, die Brust an respektiv, wo wir den Donner versetzen. Und jetzt mal, wenn ich gerade zurückzukommen, Ammensprache von der Kammer sind extrem wichtig. Weil ein Konzept, die nicht als ein Ammensprache kann, also auch ganz schwierig, einen Zweitsprache zu lehren. Da sehen wir uns auch ein großes Problem von ausländischen Kanner an unseren Spielschulen, die, wo du eben ganz wenig geschwärzt wird, wo da nicht viel Zeit tun, mit ihnen Geschichten zu gucken oder zu lesen oder viel mit ihnen zu schwätzen. Ich weiß nicht, von den KW-Schötchen, wenn ich das nicht als einen Mammenspruch kennt, dann ist es auch schwerer, dann einen anderen Spruch zu leben. Das ist nicht unmöglich, mir das nicht schwer. Das ist Mammenspruch, als mal eine Grundvoraussetzung für einen anderen Spruch. Ein gut strukturierter Mammenspruch ist eine Grundvoraussetzung für andere Sprachen zu lernen. Wenn den Strukturen als ein Mammenspruch gut kennt, Grammatikstrukturen, Satzstrukturen und so weiter, also doch mehr einfach den Transfer auf einen anderen Spruch zu machen. Dafür ist immens wichtig, Synergien zwischen Sprachen zu machen, und zwar Sprachen mit denen zu vergleichen. Wir nennen den auf Englisch Language Awareness oder auf Französisch entweder Éveil aux langues oder Ouverture aux langues, auf Deutsch Begegnung mit Sprachen. Daran geht es, dass sprachliche Wissen, was kann an ihrem Mammenspruch tun, erstens mal anzuerkennen und auch zu valorisieren. Kanner können zum Beispiel, das allereinfachste, das kann man Wahlsprachen aus der Klasse Mäuer lehren sollen.
Dann, dass sie von der Klasse an alle Sprachen, die an der Klasse sind, lehren, an all den Sprachen. Dann kann ich immer mehr kompliziert Kleinaktivitäten machen. Und die Kleinaktivitäten, die bewirken Wunder. Also wir haben effektiv das Dokument ausgeschafft und Christian Pergot aus der Schweiz, also mit der größten Spezialistin aus von Ouverture au Langue. Und wir haben für Enseignants, die da mit kollaboriert haben, an alle Gute haben sie gesagt, also das wirkt Wunder. Wenn ihr erkannt, dass nie ein Wort gesagt wird, wenn ihr dem Gelegenheit gibt, etwas aus seinem Mama-Spruch zu sagen, oder mal einfach zu weisen, dass der etwas weiß, was die anderen nicht wissen, was der Schulmeister mal nicht weiß. Also die kann die gehen wirklich ab von Fried. Gleichzeitig kann ihn auch Delfen mit erzählen. Zum Beispiel, wenn du einen Kampf für den Papa Marokkaner war, das hat nie über an der Schule gesagt. Nie. Und dort den Schulmeister wird den Papa kommen gelöst, und den hat ich das Foto gewesen, vom Marokko geschwenkt war an eine zweite Schule. Echt Schule. Foto vom Marokko gewesen, in der Sprache über den Marokko, da habe ich Buchstaben gewesen, und Kinder waren fasziniert. Und das marokkanisch Kampf in der Schule, das war von dem Tag ein total anderer Kampf. Das war nur, wir hatten Experten, die anderen Kinder sind immer bei Hand kommen. So kannst du mir das schreiben, oder vor dein Papa, wir sollen mir mein Firmen auf Arabisch schreiben, kann er sogar selber, ob die Schaf und so Schaf auf Arabisch geschrieben und so weiter und so weiter. Fasziniert davon. Das sind Aktivitäten, die ich kann einen ganz kleinen Schritt machen an alle Fächer. Das muss man nicht am Sportunterricht sein. Das kann gerade so gut an der Science sein, dass ihr vergleicht, ja, wie siehst du das dann an den Sport? Kann aber an der Grammaire sein, wenn zum Beispiel der Satzbau hat, zum Beispiel, wenn ihr seht, ich will ihm es gesagt. Sie auf Deutsch, du hast schon ein bisschen ernst. Ich habe es ihm gesagt. Auf Französisch als nächstes kann sagen, je le lui ai dit. Auf Spanisch als schon nächstes kann sagen, c'est lo he dicho. Aber man kann lehren, das vergleichen. Da gehen sie viel mehr bewusst für den Unterschied zwischen den Sprachen. Und sie lehren auch viel mehr bewusst, sie gucken, dass ein Spruch mit ganz anderen an. Und die eben die Spruch können, die sind natürlich ganz stolz, dass sie etwas können abbringen. Oft sind Enseignants, die so, ja, nee, ich kann die Spruch hören. Das ist kein Problem, den Enseignant braucht Spruch nicht zu kennen. Kann bringen sie mit. Und die können so, wenn ein Novel den Text machen, der ist mehr anspruchsvoll ist, da kann ich ja vorher das Eltern dazu hinschreiben. Und auch das bringt eine total andere Relation von den Eltern zur Schule. Und die können eigentlich ja etwas von ihrem Mama-Spruch mal an die Schule bringen. Dann sind die so stolz und so froh, dass sie auch regelmäßig an die Schule kommen. Das sind all die Enseignants, die mit ihnen Approche geschafft haben, die so in alle guten Wert selbst. Bon, dann ist Mama-Spruch aber auch extrem wichtig, eine extrem wichtig affektiv identitäre Komponente. Das ist klar, das kann man sich mehr wohlfühlen, wenn sie mal reinzukommen in den Mama-Spruch schwätzen. Und nach mehr wohlfühlen sich, wenn sie gesehen, dass hier Experienz an ihrer Mama-Spruch auch an der Schule unerkannt wird. Weil oft wird das ja wirklich, ich meine, in Asien wird schon gesagt, nicht nur nicht unerkannt, aber nicht toleriert oder sogar als ein Problem gesehen. Ich hatte vor Jahren, 2005, eine Enquete gemacht bei allen portugiesischen Schülern, die 15 Jahre alt waren. Es war eigentlich eine Enquete über Cours intégré am Portugiesischen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Möglichkeit gibt, Portugiesisch außerhalb von der Schulzeit zu machen oder auch genug kann man sind, andere Schulzeit zu machen und dann die Mehrschule. Und dann den jeweiligen Science für das dann auf Portugiesisch zu machen und eine portugiesische Schulmeister. Und das ist eine Mesure, die immens viel kritisiert wird, also mal von Lützburg. Und dafür werden dann auch am Regierungsprogramm eine Etude gemacht. Und die Etude haben wir dann gemacht, durch herausgestellt, dass am Kongo, dass kaum Schüler vom 1. bis zum 6. Schuljahr in die portugiesische Schule gegangen sind, weil nie genug Schüler da waren, für das zu machen. Also das heißt,
sprachlicher Influenz werden nicht ganz abschlussreich. Par contre, hätte ich aus strengem persönlichen Interesse, hätte ich noch ein paar Fragen dabei gestellt, wo ich gefragt habe, was sie so als Sprache gebrauchen. An der Schule, daheim, mit ihrer Geschwister. Ich habe noch ich stelle noch Hammer. Und das war immens interessant. Also die Vielseitigkeit von den Sprachen, die portugiesische Schüler gebrauchen. Das waren lauter 15-jährige Schüler und sie sind alle gut gefragt worden. Jetzt die Laie gelöst. Bon, das habe ich nicht gelöst. Wir jedenfalls war ganz erstaunlich, dass sie, mit Eltern vielleicht majoritär Portugiesisch gesprochen hat, wie mit den Geschwistern majoritär Lützeburgisch, aber mit den Kollegen auch majoritär Lützeburgisch. Mit verschiedenen noch Französisch, mit verschiedenen Portugiesisch. Dann haben sie Zeitungen nach mehr variiert Bild. Da haben sie mehr Französisch gelesen, par contre Bücher haben sie mehr auf Deutsch gelesen. Also es war wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und war wirklich ein ganzer Jahrgang, den du mitgemacht hast, dass du praktisch 95% geantwortet. Das war das schon interessant. Und dann hatte ich schon noch gefragt, wie sie gegen abschätzen, was Kenntnis von der portugiesischen Sprache ihnen bringen. An ihrem Privatleben, an der Schule und so weiter. Und das war auch ganz erstaunlich. Das Einzige, was sie konnten, dass Portugiesisch wichtig für sie wäre, das wäre für sich wohl zu spüren. Also Kommunikation auf Portugiesisch wird ihnen wurscht, sich wohl zu spüren. Aber sie komischerweise nicht fand, dass das für sie wichtig könnte sein an ihrem professionellen Leben, als sie das wurscht. Schon mehr so viel Portugiesen hören, hätten sie müssten denken, dass das eine Bereicherung ist. Nee, das können sie nicht umgehen, dass das nur für sie wichtig wäre. Da war ich ganz erstaunt. Wenn ich nur die, ja, das ganz Querbespielt von Schülern hören, und ich mich auf so, dass nicht vielleicht auch an einer mehrsprachigen Approach leid, wo man gegen Nicoen am Sprachen Männer, ich meine, von Realismus, die lang steht, Männer cloisonniert neben nicht nur. Wie man die verbannen. Wäre es nicht möglich, an einer Klasse oder so zu schaffen, weil zum Beispiel wir wahrscheinlich all die Konferenzen für Bewertung, wir haben nur Textbereichen von sich gelesen, wir haben vielleicht noch Artikel auf Deutsch gelesen, wir haben vielleicht eine Radioemission auf Lützeburg gelauscht und als das dann an die jeweilige Spruch, vielleicht tun wir es auf Deutsch viel, wenn wir beginnen, Deutsch zu schreiben, dann übersetzen wir nur noch auf Lützeburg oder wir schreiben auf Französisch und übersetzen auf Deutsch am Kopf, wie auch immer. Hat es didaktisch auch Sinn, die Realität am Schulen zu drohen, an dem sie wirklich da auch so mehr Sprache schafft, oder die nicht einer fachdidaktisch umsetzt, die auch erlauben, mehr oder ein mehrsprachiger Approach an einer anderen Schule zu schaffen, vielleicht mal morgen. Ja, also ich schließe mich erstmal ganz vielen Punkten an, die Christiane jetzt skizziert hat, und ich kann auch sagen, dass die Studierenden, die angehenden Lehrer von diesem Approach schon mal meistens sehr begeistert sind, weil der sehr praxisorientiert ist und weil sie eigentlich da auch was tun wollen. Also es ist ein Bewusstsein da über die Sprache in den Klassen und auch der Wunsch, da was zu tun. Und dieses Konzept ist sehr gut auf Luxemburg schon angepasst, auf die besonderen Gegebenheiten hier. Das sind Dinge, die man sehr schnell einsetzen kann, praxisorientiert. Ein Punkt vielleicht, die Frage, die ich mir immer stelle, wie kann man das noch weiter treiben? Also wie kann man wirklich die Dinge, die man da valorisiert,
auch wirklich mit den Schulsprachen verbinden. Denn es geht ja eigentlich darum, ein Bewusstsein für die eigene Erstsprache zu schaffen, um die Bildungssprachen schneller zu lernen, also wirklich diese Verbindung, das Sprachbewusstsein zu nutzen für die Sprachen, die in der Schule wirklich wichtig sind. Und die zweite Frage eben, reicht es aus, das zu valorisieren? Also das ist natürlich toll, wenn ein Schüler zu Selbstbewusstsein kommt und seine portugiesischsprachigen Bücher mitbringt und daraus vorliest. Aber wo ist eigentlich die echte Valorisierung? Wo ist der echte Wert im Schulsystem im Sinne, dass mir das wirklich was bringt? Und wenn ich dann doch nicht aufs Lycée Classique komme, weil Pech, mein Deutsch ist dann doch nicht gut genug. Also vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, Schüler, die ihre Erstsprache wirklich weiter pflegen, dass es irgendwelche Kompensationsmöglichkeiten gibt, die man bildungspolitisch schaffen müsste. Also zu sagen, am Ende der Schulzeit ist schon unser Ziel, in die Dreisprachigkeit zu kommen, Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, eigentlich Viersprachigkeit mit Englisch. Aber wenn ich Kompetenzen in weiteren Erst- oder Herkunftssprachen nachweisen kann, das könnte man ja modulartig einführen, dass man Modulprüfungen macht, dass man nachweist, dass man das die letzten 10 Jahre gemacht hat. Das könnte ja eine Möglichkeit sein, fehlende Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch zu kompensieren. Das wäre für mich noch der notwendige Schritt, der da weitergehen müsste. Ein anderer Aspekt auch nochmal zu den Herkunftssprachen, dass es ganz unterschiedliche Varietäten gibt. Es gibt ja auch nicht das Portugiesisch. Also auch da müssen Lehrende zum Beispiel auch die erstmal das Bewusstsein entwickeln, wie vielfältig auch die portugiesische Kultur und Sprache ist. Insofern ist es auch nicht so einfach, die alle in den herkunftssprachlichen Unterricht zu schicken, auch wenn die Idee irgendwie also das ist wesentlich komplexer, kulturell und sprachlich. Und ja, immer die Frage, also warum haben das nicht so viele besucht? Warum sehen die selbst den Wert nicht in ihrer? Das haben die vermutlich leider gelernt im Schulsystem, dass es einfach keinen Wert hat. Und der Schritt, das zu verbinden mit den Schulsprachen, der müsste bewusster vollzogen werden. Das ist wahrscheinlich damals nicht passiert, nicht genug, leider. Ansonsten, ja, also dieser Grundansatz, mit den Sprachressourcen der Schüler zu arbeiten, geht auf jeder Altersstufe, schon mit ganz, ganz kleinen Kindern, im Cycle 1 bis hoch. Und also je höher das Alter, desto mehr müsste wirklich das Ziel der Language Awareness in den Mittelpunkt rücken, der Sprachvergleich, der Kulturvergleich, der Literaturvergleich. Wenn man hohe sprachliche Kompetenzen erreichen will, ist das definitiv ein Weg. Also wirklich Sprachbewusstsein zu schaffen. Das sind jetzt ganz spielerische Übungen oder im fortgeschritteneren Niveau kann man das auf jeden Fall ausbauen. Und die Frage, mein letzter Punkt dazu, vielleicht noch Phasen abzuwechseln, wo bewusst dieser Sprachvergleich stattfindet, aber auch Phasen zu haben, wo Immersion stattfindet. Denn viele Lehrer denken auch, sie müssten ständig switchen. Und sie tun das relativ unbewusst. Sie denken, sie helfen den Schülern dabei, wenn sie da schnell mal ins Luxemburgische übersetzen. Stattdessen geht eigentlich die Immersion in die Fremdsprache dadurch verloren. Also mit Lehrenden, auch Fortbildungen, müsste man wirklich daran arbeiten, in der Lehrersprache das bewusst zu tun und nicht einfach so, ich wechsle mal, damit alle glücklich sind. Also das setzt wirklich hohe Kompetenzen bei den Lehrenden auch voraus, das bewusst zu tun. Ich gehe nur gerne, Agenturheizung machen an hohen Informationen von Qualität. Ich meine, das ganz viel gut und diskutiert gehen. Und ich denke auch, dass heute rausgehen von einer Lesung, das war doch zu sagen.